Tina, du kriegst dein Geld. Wann? Frag nicht dauernd wann. Tina, ich bin doch gerade da jetzt bei der Tante Winnie und die will heute mit mir wichtige Dinge besprechen. Jetzt kannst du dir vorstellen, um was da geht. Da geht's um Erbschaft und zwar um konkrete Summen. Wann? Ja, jetzt frag nicht dauernd wann. Tina, bei solchen Sachen, da gehört halt eine gewisse Zeitspanne dazu, nicht wahr? Ich weiß auch nicht, wann die Tante Winnie einen Leffi abgibt. Aber das ist sicher, wie das Amen in der Kirche. Ja, schon noch rüstig. Gott sei Dank ist sie noch so rüstig, nicht wahr? Tina, du kriegst dein Geld. Wann? Das fragt nicht dauernd wann. Tina, verlass dich einmal auf mich und du bist verlassen. Schwan. Nein, das war die Tante Winnie. Ja. Freilich, Kas. Wie gesagt, Tina, vierte. Schöne Grüße, gell? Danke, ist schon spät. Ist schon spät. Sag einmal, warum müssen alle Frauen dermaßen kompliziert sein? Hä? Alle außer dir, Tante Winnie. Ja, hupf jetzt spart er dein Schmäh und hock die hin da. So, Ja. Tante Winnie, Prost. müssen wir heute wirklich so eine leidige Angelegenheit besprechen, ha? Ja, willst lieber andermal drüber reden, Hupsi, ja? Nein, ich red ungern drüber, gell, aber schnackeln kannst du noch einmal, also bei jedem. Eben. Gell, und dann ist man froh, wenn man diese Dinge geregelt hat. Ja, Hupsi, als erstes geht's um mein Sterbebild. Um dein Sterbebild. Jawohl. Also, ich hab gemeint, wir reden über... Schau mal, wie findest du das da? Hey, wer ist denn das? Das bin ich. Was, du? Da bist du höchstens 20. 17. Du mit 17 im Badeanzug. Ja, Respekt, Tante Winnie. Was? Und das willst du ein Sterbebeutel nehmen? Ja. Weil da schaue ich so gut drauf aus. Ja, auf alle Fälle. Ja. Aber um das geht's halt nicht. Kennen sollte man die schon auch noch. Also, Das kannst du gleich ein Säuglingsfoto von dir nehmen. Tante Winnie, da brauchst ein bisschen was Aktuelleres. also. Ja, dann schieß noch schnell eins von mir, Hupsi. Was, ein Sterbebeutel? Jawohl. Jetzt da in der Küche Ja, schürzen. sowas muss man zu Lebzeiten machen und nicht erst immer da flackt. Was hast du denn da für ein Klump? Na ja, gar kein Klump, das ist ein guter Apparat. Hast du schon ein Sterbebild von dir, Hupsi? Nein. Solltest du aber, solange du noch einigermaßen ausschaust. Danke. Danke für das Kompliment, Tante bitte. Winnie. Sag einmal, können wir jetzt nicht einmal die geschäftlichen Dinge besprechen? Du, Hupsi, ich richte mich fürs Foto her und nebenbei diktiere ich dir, gell? Ach so, genau. Wunderbar, so machen wir's. Weißt, für sowas brauchen wir nämlich keinen Notar. Nein. Ein Notar, der mischt sich da bloß ungut ein. Und was ein Notar Geld verschlingt, das dann mir lieber selber verschlingen. Also, Genau. Jetzt schreibst auf, wer aller kommt. wer alle kommt. Zum Essen bei meiner Beerdigung. Also, das brauche ich mir nicht aufschreiben. Die paar Leute, die da einmal kommen, Was? das machen wir ganz bescheiden. Bescheiden. Ganz bescheiden. Ja, siehst du, wie wichtig das ist, dass man darüber spricht. Jetzt schreibst auf. Schreib Martha, Lillo, Hedwig. Schreib. Ach so, die drei. Dann mein Hautarzt. Was, den Hautarzt? Ja, der, was mir so geholfen hat bei meinem Extrem. Deswegen brauchst du ihn fein nicht einladen. Ja. Hast du mir vielleicht geholfen bei meinem Extrem? Wie soll Dann ich dir schreibst bei... noch auf den Herrn Antonio. Antonio. Was für ein Herrn Antonio? Das ist mein Italiener, der bringt mir immer meine Pizza Mafiosa auf Rädern. Und deswegen musst du den zur Beerdigung einladen. Ja. Hast du mir jemals eine Pizza Mafiosa auf Rädern gebracht? Ich hab dir Du hast schon... mir nicht einmal eine zu Fuß gebracht. Dann schreibst du noch auf die Frau Wimmerl. Frau Wimmerl, das ist meine Kosmetikerin.
Ich tut mir immer mein Damenbart entfernen. Damenbart entfernen. Lach nicht so blöd. Hast du mir jemals meinen Damenbart entfernt? Ich. Hm? Zugewachsen war ich. Tante Winnie, du musst doch nicht an jeden zu deiner Beerdigung einladen, der dir irgendwann einmal was braucht oder was entfernt hat. Und lad halt gleich noch deinen Zahnarzt ein, weil er dir die letzten Zähne gerissen Gute hat. Idee, Hupsi. Ja, und ein Ding, weil er dir das Knie durchgerammt hat. Was für ein Ding? Installateur. Also das Knie. Schreibst auch mit auf, Hupsi. Was? Ja, Wie viel soll denn das werden? mit denen wären es jetzt 82. Was, 82? Ja. Zum Essen? Jawohl. Das kostet ja ein Vermögen. Ja, dafür erbst du doch auch. Ja, schon, Tante Winnie, aber ich weiß ja noch nicht einmal, wie viel Nein, eigentlich. da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Da gibt's kein Zurück mehr. Weißt du, es sollen vielleicht schon die Spesen ein bisschen in einem Verhältnis stehen zu den Einnahmen. Ja, aber ich hab schon alle eingeladen. Für wann? Das Datum habe ich noch offen lassen. Also, freilich. Das geht nicht. Die müssen wir alle wieder ausladen. Sag mir die Namen. Ja, du Geizkrank, du Kreisnicker. Ja, du hast doch bloß Angst, dass deine Erbschaft schrumpft, gell? Du, aber wenn du unbedingt sparen willst, dann weiß ich dir was. Bleibst du daheim, musst ein Essen weniger zahlen, gell? Jetzt schreib auf, Menü im Posthof. Im Posthof, das Jawohl. kostet ja. Als erstes gibt's eine schöne Pfannkuchensuppe. Dann gibt's einen Schweinebraten mit Knödel und Salat und ein wunderbares Buttergemüse. Viel zu Dann üppig. gibt's noch eine schöne Tante Winnie, Nachspeise. Und vorher wenn wir gibt's alle ein da, Aperitif. wenn wir alle da sitzen und um dich trauern, da bringen wir doch keinen Schweinsbraten an. Trink doch nicht so. Mein Gott. Tante Winnie. Hörst du? Ja, das mag ich nicht, wenn's mir hinterher rennst, du. Tante Winnie, in so einer Situation, da haben wir doch keinen Hunger mehr. Der kommt schon. Ein Leberkäse war was Gutes. Na, beim Leberkass hebt's mich. Du brauchst ihn doch nicht mehr essen. Ja, du Pfenigfuchser, du Kreislicker, du. Du, das ist meine Beerdigung, gell? Und da lass es krachen. Und wenn du nur lang umeinander tust, dann wird aus dem Schweinebraten eine Rinderlende und jetzt hast du es doppelt, dass das weißt. Ja, jetzt reg dich nicht lang auf, jetzt stirbst du erst einmal. Was? Ich mein, also eines nach dem anderen. Ja, Also, ja, ja. Und ich tue mich dann schon um alles kümmern, also wenn es einmal sein muss, also das so habe ich gemeint. Und dann lädst du 3 Leute, Alter, auf eine lauwarme Leberkasse und ein Kracherl. Hupsi, wenn du bei meiner Beerdigung knauserst, dann steig ich jede Nacht aus dem Grab raus und erschein dir so, wie ich jetzt vor dir stehe. So wie du jetzt vor mir Jawohl. stehst. Ja, mit dem Hut da. Weiß ich noch nicht, was ich da aufsitz. Tante Winnie, tu dir sowas gar nicht erst vornehmen. Du bist im Stand und ich mach dir doch alles so, wie du das haben willst. Ja. Wir sehen, ich organisiere dir so eine schöne Feier. Du wirst nur bedauern, dass du selber nicht mehr dabei sein kannst. Das ist schon schade. Am liebsten wäre ich schon dabei, Hupsi. Ja, man kann nicht überall dabei sein. Leider. Oder doch? Jetzt hast du mich wieder auf eine Idee gebracht. Was hab ich? Wir machen eine Art Vorfeier. Eine Beerdigung vorfeiern, ja? Ja, wir feiern meinen Geburtstag jetzt schon mal ganz groß und da laden wir alle die Leute schon mal ein. Hupsi, Was zum Geburtstag? genau. Was? Und dann zur Beerdigung nochmal? Nochmal. Entschuldige, Tante Winnie, aber kostet das dann nicht alles das Doppelte? Nein, nein.
Mehr als das Doppelte. Weil bei meinem Geburtstag ist ja ein Gast mehr. Statt 82 sind es 83. Was, 83? Ja. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wer denn noch? Ich? Also, du. Ja. Ja, Freilich, du. Ja. An die hätte ich jetzt gar nicht mehr. Gell? 83. Mein Hupsi, Hupsi, bleib so, tu dich nicht bewegen. Jetzt hast du schon mal ein ganz schönes Sterbebild von dir. Und meins, das hat noch Zeit.